Batman, to tell us areas the enemy waiting. Büro des Bürgermeisters, 8:15 Uhr. Haben wir. Ja, sie hat die Wahrheit gesagt. Haben wir vielleicht doch noch jemanden, der kriminell wird? Tiffany, we need to talk. Yeah, I figured. You're hurt. It's nothing. I saw you take much worse. Joker was going to cut Waller ear to ear. I had to create a distraction. It was certainly distracting. My confession. It took you by surprise, didn't it? I just couldn't keep it in anymore. You know I don't condone killing. Not even scum like Riddler. I've been dreading this moment. Especially since I learned who you are under that mask. I was afraid of what might happen if you found out. I guess I was hoping you never would. Why didn't you talk to me sooner? I wanted to work with you, to be part of your mission. But you kept this from me. A murder? I know. I'm sorry. I knew this would ruin everything. You were right. Riddler tore my family apart, Bruce. Rache ist aber kein Weg. My mother hasn't left the house since the funeral. And Luke? He just lashes out. My father's death broke them. It broke all of us. I won't ask for forgiveness. But I hope you can understand why I had to do it. I just felt so powerless. Like my life was crumbling around me. Nichts I had to do rechtfertigt something Mord, to take aber back control. Revenge is an impulse, one to be checked. I can't condone it. But I do understand it. Thank you. ich verstehe es ja, aber ja, That wie means er a sagt, lot. Rache kann nicht, I couldn't bear it kann if you nicht der despise Weg me. sein. So, where do we go from here? Wie wäre es, wenn I du... suppose this puts me on your most wanted list. Rather than us working together. If you want to fill your father's shoes, you need to learn right from wrong. You need someone to teach you. You're giving me a second chance? Think of it more as a sentence. You'll have to work hard for your redemption. Du hast schließlich eigentlich nur noch mich. I promise I won't let you down. Then let's get started. Cooles Teil, das will ich auch. Nee, eigentlich nicht, aber... Aber... Wayne Manor, 17:46 Uhr. I was going to write a note, but I'm not a coward. At least I don't want to be. Not anymore. Then again, this won't be the first time I've found my courage in a single malt. Courage for what? Saying goodbye. I'm leaving, Bruce. You just need rest, Alfred. Why don't you take a long vacation? Like we talked about.
Someplace in the sun, on the other side of the world from Gotham. I rather think this vacation will be permanent. But why? This war of ours is not what it was when we started. I no longer have the stomach for it. It's not sustainable. At least not for me. Come on, Alfred. You know I can't do what I do, what we do, without your help. Well, maybe you don't have to do it at all. Our mission used to be so clear. Catch the criminals, lock them up. But nothing is clear anymore, at least not to me. Now everything has become so gray. Gray, talk to me, Alfred. We used John Doe, exploited his friendship to get you into the pact. We took advantage of someone you met in an asylum, for God's sake. Someone clearly challenged with a proven tendency to violence. I'll admit that wasn't our finest moment, but at the time it seemed like our best course of action. Precisely my point. Our best judgment is no longer good enough. You empowered John Doe, kept him close when you should have put him away, inspired him to become something far more dangerous than he ever was. What's your point? Sometimes it's as if Batman creates the evil he means to destroy. For all our good intentions, I fear we only make things worse. A dreadful thought, I know, but one that keeps me awake at night. Oh, please. There were plenty of criminals around before Batman showed up. I put most of them in jail. Two-Face, Cobblepot, Lady Arkham, Joker, all they have in common is you. Anyone who comes into contact with us suffers. Lucius is gone. Tiffany has blood on her hands. I foolishly thought bringing her in might make things better, as if her enthusiasm might remind us how things were in the beginning. The lives we touch are touched by pain. Friends, colleagues, innocents. No one is spared. You think I want that? We can fix the problem, Al, but not if we run from it. Unless we are the problem. Leaving this all behind might be the only solution. One thing is for certain, my tremors are gone. That's great news, Al. They stopped the minute I made the decision to go. I thought it was the kidnapping with Lady Arkham that caused them, some kind of residual trauma. But I had it wrong. This sense of powerlessness I've been feeling, it came from something I saw in you. The tremors, the fainting spells, all of it. Alfred, I'm so sorry. I've caused you so much pain. No, please, don't misunderstand me. Let me explain. Your father was driven by an obsession, by a need to control. He rushed headlong into the darkness, thinking himself invincible, oblivious to the cost. Just like you. Not like me. I chased that darkness away. And yet, history is repeating itself. I'm more certain of that with every passing day. Okay, maybe I am more like my father than I want to admit, but our paths are different. Can't you see? The paths may diverge, but they end in the same place. Face down in an alley, shot in the dark by criminals in some godforsaken corner of Gotham. I won't be witness to that. I won't bury you, too. I stood by and did nothing while Thomas destroyed himself, along with everything he loved. I enabled him, like I've been enabling you. Realizing this, I've never felt so helpless. I wanted things to be different for you, my boy. You deserved a better life than the one I gave you. I failed you, and for that I'm sorry. Alfred, I'm nothing without you. You're my father. The best father anyone could have hope for. A good father wants his children to be happy and safe. Seeing how far you are from either, it's why I have to go. What the hell? Well, I
Don't want to miss my flight. There's always traffic around the airport. You don't have to do it, Bruce. There are other ways of doing good in the world. But you pour everything into your bloody crusade, and I know you too well to hope you'll ever change. Es ist schon unglaublich, was die Entwickler von ich kann beides nicht aufgeben, wenn ich ehrlich sein soll. Alfred, wait. Ich gebe Would you stay? If I promised things would be different. Is that a promise you can keep? Like you said, there are a lot of ways to help. I'm sure the city could use a man of my talent and resources. Are you sure about this? I'll do whatever it takes to keep our family together, Al. Even this. So please, tell me you'll stay. Well, maybe just one more night. Die Familie muss zusammenhalten. Und Batman kann auch zu einem späteren Zeitpunkt wiedergeboren werden, denke ich. Batman, the Tether Series, the enemy within. Ich glaube, jetzt habe ich das richtig ausgesprochen, ich weiß es nicht. Nein, was ich sagen wollte ist, es ist unglaublich, aber die Entwickler bei Telltale Games, die schaffen es wirklich irgendwie Emotionen in die Spiele reinzubekommen. Das ist faszinierend und doch irgendwie unglaubwürdig. Ich dachte, das Ende wäre ja so lasch und so weiter, weil der Kampf und Action und ja, irgendwie die Story einfach so fertig, aber dass er noch kam, so die Geschichte mit Alfred, das war jetzt wirklich herzberührend. Mir laufen die Tränen runter, ohne Spaß. Weil das war jetzt wirklich sowas von herzergreifend. Das Ende. Und auch das Ende. Sich zu entscheiden, was man aufgibt. Das ist einfach sowas von unfair. Weil, klar, Batman kann ohne Alfred nicht existieren. Aber wenn ich mich für Batman entschieden habe, wie soll denn das funktionieren, wenn Alfred geht? Und Alfred ist wie ein Vater für mich. Er war für mich eigentlich immer da, er hat mich unterstützt bei allem. Und ich kann so eine Person doch nicht einfach gehen lassen. Das geht nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob aufgrund von dem Ende irgendwann mal noch eine Fortsetzung von Batman kommen wird. Ich könnte es mir zwar noch vorstellen, so quasi, wo dann gezeigt wird, dass Batman doch wieder ins Leben gerufen werden muss. Vor allem würde ich mir noch etwas wünschen, das Zusammenleben von Selina und Bruce ein bisschen mehr zu sehen, was aus den beiden geworden ist. Aber das Ende, muss ich sagen, war doch trotz anfänglichen Enttäuschungen doch noch lohnenswert. Und jetzt wollen wir mal die Entscheidungen generieren machen und mal schauen. Deine Beziehungsentscheidungen werden ausgewertet. Deine Entscheidungen sind bereit. Harley Quinn. You got that look in your eye, the kind that says you're trouble. What? Ja. Harley Quinn.
Du und 50,1% der Spieler haben ihre Bedeutung für die Agency zurückgewiesen. Harley war außer sich vor Freude darüber, dass du Überfall auf Wayne Enterprise ohne Probleme ablief. Sie rastete vor Wut, weil der Pakt sie beim Anfang auf der Agency-Konvoi zurückließ. Harley fühlte sich kurze Zeit traurig, als du deinen Verrat offenbart hast, verurteilte dich aber dennoch zum Tod. Harley war untröstlich, als du John überzeugen konntest, sie zu überwältigen. Obwohl sie noch für die Agency arbeitet, befürchtet Harley, dass sie nur eine von Vaylors Schachfiguren ist. Amanda Whale. Thunderbolt! I'm the whole goddamn hurricane! Okay. Du und 40%, also du und 40,2% der Spieler befinden sich weiterhin in einer Pattsituation mit ihr. Waller rastet vor Wut, weil du ihren Zeugen nach Riddlers erneuten Auftreten in Gotham beeinflusst hast. Es gefiel ihr nicht, dass du Gordon nach dem ersten Kampf mit Baines kontaktiert hast. Waller war außer sich, als du deine Tarnung gegenüber dem Pakt hast auffliegen lassen. Sie hat dich zum Staatsfeind erklärt, weil du dich auf der Gotham Bridge auf John Does Seite geschlagen hast. Obwohl dein Waffenstillstand mit Wales immer noch anhält, hat sie Gotham als deine Feindin verlassen. Da könnte noch was kommen. Jim Gordon. Gotham's safety is slipping out from under me and I can't stand it. Du und 59,6% der Spieler haben Gordon Entschuldigung angenommen. Gordon fühlte sich geehrt, dass du ihm deine Geheimverbindung zu Lucy Fox anvertraut hast. Als Whale dich wegen der Manipulation ihrer Zeugen Maury beschimpft hat, war Gordon auf deiner Seite. Er spürte, dass du ihm vertraust, als du ihn nach Baines ersten Angriff angerufen hast. Gordon war angewidert, als du dich auf die Seite der kriminellen Catwoman geschlagen hast, nicht auf die des Gesetzes. Er war dankbar, als du ihm den von Walid verursachten Verlust seiner Selbstbeherrschung vergeben hast. Catwoman. I weighed my options and what can I say? I don't like to lose. Was? Das ist doch irgendwie ein Fehler, oder? Nee. Ja, das können wir alle. Aber das ist doch ein Fehler, oder? I weighed my options and what can I Und say? der Brawler. I don't Du like to und 0,1%. Das heißt, ich bin eigentlich der Einzige oder irgendwie sowas. Du und 0,1% der Spieler haben Selina geholfen, ihre Freiheit zu gewinnen. Bei ihrer Rückkehr nach Gotham war Selina genervt von deiner Aussage, dass Menschen sich nie ändern. Sie war berührt, als du dich gegen Gordon gewandt hast, um sie vor dem GCPD zu warnen. Sie fühlte sich geehrt, als du sie in die Batcave, dein Allerheiligstes, eingeladen hast. Selina war bestürzt, dass Harley dich nach dem Auffliegen deiner Tarnung zum Tod verurteilte. You call it and your deal by the war, leaving Selina a free woman. Also nach dem Gespräch, nach dem Deal mit Wally ist Selina eine freie Frau. Aber das stimmt doch nicht. Du und 0,1%. Das verstehe ich nicht. Nun ja. Tiffany Fox. I won't let you down. Du und 80,6% der Spieler haben Tiffany unter ihre Fittiche genommen. Tiffany fühlte sich verraten, als du deine Verwicklung in Lucys Tod zugegeben hast. Sie war um dich besorgt, als sie sich verstecken
sollte, während du Harley geholfen hast, den Phalanx-Schlüssel zu stehlen. Nachdem sie bemerkte, dass du mit der Agency zusammenarbeitest, bereute sie es, dir das GCPD auf den Hals gehetzt zu haben. Sie war zuerst verwirrt, aber dann völlig überwältigt, als du ihr gesagt hast, dass du Batman bist. Nun büßt Tiffany für den Mord an der Riddler unter deinen wachsamen Augen. Iman Avesta. You're drawn to them, aren't you? Du und 54,9% der Spieler haben sie gebeten, für dich zu arbeiten. Avesta wurde durch Riddlers Spiel und den Verlust ihrer Hörvermögens traumatisiert. Sie war dir dankbar für deine Nachsicht, als sie zugab, Waylor deine geheime Identität verraten zu haben. Avesta war fasziniert, als du John Doe damit betreut hast, Harley zu finden, nachdem sie Sanctus entkommen war. Nachdem sie dir geholfen hat, Vale zu erpressen, freut sich Avesta auf ihre neue Rolle bei Wayne Enterprise. Ja. If a man Alfred hides in plain sight for Pennyworth. that long, does he forget who he really is? Du und 36,3% der Spieler gaben die Maske des Batmans auf. Nachdem er Aufzeichnungen von Lucius gewaltsamen Tod angesehen hatte, war Alfred von Rachegedanken erfüllt. Als du Tiffany deine Geheimnisse erzählt hast, war Alfred erleichtert, es nicht länger vor ihr verheimlichen zu müssen. Nach seinem Zusammenbruch in der Batcave war Alfred beruhigt, als du der Notwendigkeit eines Urlaubs zugestimmt hast. Er wurde zutiefst besorgt über Batmans anhaltenden Einfluss auf den Vigilanten Joker. Nachdem du dich entschieden hattest, die Maske aufzugeben, wurde Alfred vorsichtig optimistisch in Bezug auf eure gemeinsame Zukunft. Ja, da bin ich auch noch irgendwie skeptisch, ganz ehrlich. Joker. We're two threads in the same stitch, bound together, even under strain. Das böse Lachen fehlt mir jetzt gerade. John Doe. Du und 54% der Spieler haben Joker gesagt, dass ihr immer noch befreundet seid. Bei euren Begegnungen auf Lucis Beerdigung war John hocherfreut über deine Einverständnis, seine Freunde zu treffen. Er war untröstlich, als Harley nach dem Überfall auf den Konvoi zurückgelassen wurde. John war schockiert, als du deine Tarnung Harley gegenüber hast aufliegen lassen und so ihren Zorn auf dich gezogen hast. Nachdem du immer im Gruselkabinett vertraut hattest, verschrieb John sich dazu, dir bei der Säuberung Gothams zu helfen. Joker hält dich für ebenso verrückt wie sich selbst, weil du denkst, dass ihr Freunde seid. Naja, es ist schon eine gewisse Verrücktheit dabei. Das wird in Überlänge, ich weiß. Hast du den Regler für Freeze gedreht? Du und 70% der Spieler drehten den Regler für Freeze. 14,5% der Spieler zögerten während Banes Angriff. 15,4% der Spieler haben Agent Harrison gerettet. Hast du Tiffany zum Einsatz mitgenommen? Du und 22,6% der Spieler haben Tiffany von der Batcave aushelfen lassen. Was natürlich in erster Linie auch ein Sicherheitsaspekt für sie war. Hast du zugestimmt, Joker an Wales auszuliefern? Du und 68,5% der Spieler haben sich geweigert, Joker an Wales auszuliefern. Wären wir da nicht Freunde gewesen, obwohl ich weiß, wie sich das Ganze entwickelt, dann hätte ich ihn ausgeliefert. Ich habe ihn aber nicht ausgeliefert, weil wir doch auf eine Art doch irgendwie Freunde sind und waren. Hast du die Maske aufgegeben, damit Alfred bleibt? Du und 36,3% der Spieler haben Alfred versichert, Batman aufzugeben. 5,7% der Spieler lehnten es ab, Alfred letzte Worte zu hören. 58% der Spieler haben sich entschieden, weiterhin Batman zu sein. Also Batman ist
Auch wenn wir es abgelegt haben, weiterhin in uns. Und ich denke, wenn das Ganze zu überstürzt wird in der Stadt, dass dann Alfred auch von sich aus dann sagt, Bruce, ich weiß, ich bin nicht erfreut über das Ganze, aber wir müssen den Weg von Batman wieder aufnehmen, denn sonst kommt alles außer Rand und Band. Kann ich mir gut vorstellen, dass das so eine Fortsetzung sein wird. Welchen Joker hast du besiegt? Du und 55,1% der Spieler haben den Vigilanten Joker besiegt. Welchen Joker gab es denn noch? So, hier haben wir noch alles in Übersicht. Fotos gesammelt. Okay. Ich habe Fotos gesammelt. Ja. So, liebe Freunde. Arkham Asylum, 2:18 Uhr. Visitor for John Doe. Bruce! Batman detects areas, the enemy within. Ja, das war's. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bin gespannt, ob da noch Batman 3 weitergeht. Auf eine Art kann ich mir es gut vorstellen. Aber das überlassen wir den Entwicklern. Ich sage jetzt Tschüss, danke fürs Zuschauen und ja, falls ihr noch einen Wunsch habt, was für ein Spiel das Let's Played werden soll auf meinem Kanal, schreibt es in die Kommentare, schreibt mir Nachrichten. Lasst es mich wissen und dann werde ich mal schauen, was machbar ist und was nicht. So, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Es werden sicher noch weitere Let's Plays folgen. Tschüss!